Hallo und willkommen zurück zu der zweiten Episode von unserem Life is Strange Before the Storm Podcast. Heute reden wir über Episode 1, paradoxerweise. Das ist alles ein bisschen versetzt bei uns. Awake heisst das. Ja, ich bin der Chris, bei mir ist der Andi. Sag Hallo. Hallo. Und genau, heute reden wir über die erste Episode und natürlich alles, was vorgekommen ist. Das heisst, das Original, falls es irgendwie zusammenhängt. Das heisst, falls ihr das noch nicht gespielt habt, die erste Episode, könnt ihr spielen. Sonst werdet ihr da eventuell gespoilert. Alles, was nachher kommt, haben wir noch nicht gespielt. Oder zumindest reden wir nicht drüber. Wir können nur spekulieren. Und von dem her seid ihr safe, wenn ihr Episode 2 und 3 noch nicht gespielt habt. Ja, bevor wir anfangen, denkt dran, wenn ihr das hört auf Soundcloud, könnt ihr uns liken auf Facebook, Geekstübli. Wir tun jetzt neuerdings auch die ganzen Podcasts auf YouTube tun. Dann könnt ihr das dort auch liken oder von dort aus auf Facebook gehen und dann wieder auf YouTube und wieder auf Soundcloud und auf Twitter und Instagram und alles. Wir haben alles mittlerweile. Und ja, Andi? Außer YouPorn, da bin ich halt wieder mal überstimmt worden. Ja, ist blöd. Der Geekstübli YouPorn-Account ist nicht aufgegangen, ja. Gibt es noch irgendwelche Sachen außerhalb von dem Let's Play, wo du noch von dem Game, wo du noch antönen willst, Sachen, Projekt, Geekstübli bezogene Sachen, wo du noch schnell antönen, wo wir am machen sind? Noch nicht, nein. Gut. Also die einen oder anderen wissen es, so ein bisschen die so aus dem Kosmos rauskommen. Es ist etwas Grosses am Laufen. Da sind wir alle am Schwitzen und am Säckeln und am Machen und am Tun. Es wird mega toll. Aber was genau, das verraten wir noch nicht. In der Zwischenzeit, der Raffi und ich, wir sind immer noch unsere 28 Episoden Let's Plays am raushauen, die wir gemacht haben. Wo ich produziert habe. Jeden Tag eine neue Folge, bis sicher Mitte Februar. Und ja, geht schauen. Gebt uns Feedback. Ja, meine Tochter findet das einfach mega toll. Das heisst, ich habe sonst schon den ganzen Tag den Kopf und Jiggy vor dem Gesicht. Dann geht dann aus der Hütte raus, jetzt kommt die kleine Papi, schau mal auf YouTube. Ja, mach's weg. Hast du dich gefreut, dass sie aufhört, den huren Schrott zu schauen auf YouTube und dann nachher schaut sie unseren Scheiß, oder? Das ist auch nicht besser geworden. Ja, aber hey, komm, ist okay, weißt du, das ladet alles mal auf dem gleichen Patreon, ist okay. Was halten Sie von Ihrem fliegenden Papi, der durchs Universum durchfliegt? Hey, sie hat mega Freude dran. Jetzt habe ich letztens gelesen, ja. Irgendjemand hat geschrieben, dass sein 5-jähriges Kind auch mega Freude daran hat. Also hey, wir machen Menschen glücklich. Ja, wir haben gar das nicht ist gut, ja? Das ist doch das Ziel. Eben, gell. Also es hat mich vertätscht vor Lachen. Ich bin fast gestorben vor Lachen. Ich habe glaube sogar das Lachen nachher noch ins WhatsApp reingeschickt. Ich musste es aufnehmen. Ich bin so gestorben. Ja, das war super. Das hat mich schon ein bisschen gefreut. Es ist eben lustig, weil ich bin wirklich so am Rumscrollen und das Gesicht, das ich gemacht habe in diesem Video, das war etwa so, wie es mir tatsächlich gegangen ist, als ich das entdeckt habe. Und ich habe in die nicht existente Kamera reingeschaut und meine Augenbrauen aufgezogen, weil ich die Idee hatte und gewusst habe, dass das jetzt meine Bestimmung ist, das Video zu machen, das ich mir vorgestellt habe. Und es ist besser gekommen, als ich es erhofft habe, ehrlich gesagt. Also der Blick in die Kamera rein, dort, kurz bevor es losgeht, wieso in die Kamera rein schaust, unglaublich. Gell? Es ist... Wegen dem allein ist es Man sollte sich selber ja nicht loben, aber ich muss jedes Mal lachen, wenn ich das Video schaue. Das ist mega toll. Ach Chris, wir sind uns doch alle gewöhnt, dass du dich selber wenn es sonst niemand macht, gell? Dann musst du aber selber ein bisschen nachhelfen. Anyway, zurück zum Thema. Life is Strange Before the Storm, Episode 2, Awake. Nein, Episode 1, Episode 1, Awake. Episode 1 ist das, genau. mein lieber Freund. Wir haben das jetzt gespielt, zum ersten Mal. Ja, hast du ein Recap, das du machen willst? Oder wollen wir einfach direkt in die Story hineingehen und davon ausgehen, dass die Leute wissen, um was es passiert? Ich würde sagen, wir gehen gerade rein und wir uns ein bisschen in der Geschichte entlang erzählen. Das klingt gut, ja. Wir haben ja... Also angefangen hat es ja, dass wir als Chloe, die jetzt die Hauptfigur ist in dem Teil, genau. Oder jedenfalls die Hauptfigur, die du spielst. Auf dem Weg ist sie in die Mill. Ja. Old Mill, genau. Ja, genau. Sie wollten Firewalk schauen, irgendeine super Mega-Band. Wo wir natürlich alle kennen, oder? Ja, ich bin schon zweimal nicht ans Konzert gegangen.
ist dir aufgefallen, dass die Stimmen anders sind? Ich habe es gewusst, im Voraus schon. Aber ich habe das Original halt hier gespielt, was rausgekommen ist. Also das erste Life is Strange. Und darum ist es mir nicht wirklich mega fest aufgefallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich es gerade nebeneinander würde vergleichen, dann würde ich es wahrscheinlich schon merken. Aber es hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie gestört oder so. Dich schon? Ja, Schon? Okay. ja schon. Mal schauen, wie es weitergeht mit den Stimmen. Aber ja, jetzt in der ersten Episode, ich habe das Gefühl, es ist nicht wie vorher. Die Stimmen passen schon, aber vielleicht ist es auch, weil ich erst gerade den letzten Teil gespielt habe. Und dass mir das jetzt ein bisschen rausreißt. Ich habe sonst eine gute Erklärung für dich. Okay. Stell dir vor, sie hat zwischen... Hat sie den Stimmbruch? Ja, unter anderem. Ich meine, es ist was 16 in dem und 18 im nächsten Game, also im Original. Plus, sie hat wahrscheinlich hure viel geraucht in dieser Zeit und andere Drogen genommen und so, und wo ihre Stimme kaputt gemacht haben, und darum tönt sie anders. So. Hilft dir das? Nein, aber danke. Ich probiere das so über Nacht Zu implementieren. Ja, genau. Genau. Stimmt, vielleicht sollte man das noch sagen. Das Game spielt im 2010. Also 2 Jahre vor dem Original, wenn ich mich nicht irre. 3 Jahre nachdem die Max gegangen ist. Möglich, ja. Ich kann es dir nicht mehr so genau sagen. Eben, soweit ich weiß, ist die Max 5 Jahre weg vor Arcadia Bay. Und das eben, ich glaube, das Original hat im 12 gespielt. Ich habe gemeint im 13. Ich glaube, im 13 ist der letzte Teil rausgekommen. Ah, der ist der letzte Teil gewesen, echt? Ja, es ist ja ein 5-Teiler gewesen und es ist verdammt lang gegangen, aber der erste Teil, es hat, glaube ich, alles, es ist ja in einer Woche hat es ja gespielt, das Original. Und ich glaube, es ist irgendwie September 2012 gewesen oder irgend so etwas. Oder November, ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ja, gut. Das soll jetzt auch nicht keine Essenz von dem Gespräch Genau, sein. das ist so. Wir kommen nach einer kurzen, wie sagen wir dem, Laufstrecke zum Vorplatz von dieser Old Mill. Wo links mein Herz schon das erste Mal ein bisschen gepöppelt hat, weil dort der Wohnwagen steht von jemandem, den wir schon kennen. Genau, ja. Am Frank sind vergewaltiger Wohnwagen. Genau. Wo definitiv nicht ein Meth Lab ist. Hast du etwas, hast du Graffiti draufgeschrieben? Nein, ich habe es nicht drauf Nicht? gemacht. Nein, ich habe es zu spät geschnallt. Nachher, als ich bin, go Screenshots und so zusammensammeln, für was wir nachher brauchen können vielleicht, habe ich es gesehen, dass ich es hätte machen können, aber ich habe es irgendwie verpeilt. Ja, schade. Es hat ein paar lustige Graffiti-Möglichkeiten, wo sie den Filzstift rausnimmt aus der Hosentasche und dann kannst du immer meistens auswählen aus 2 Sachen, die sie dann anschreibt. Genau, was ja auch so ein bisschen der Ersatz ist für aus dem ersten Teil das Mit dem Fotografieren. Fotografieren. Genau. Ganz genau. Das ist Herzig gelöst. Finde ich auch, ja. Wenn wir an dieser Stelle sind, können wir doch gerade mal schnell über die neue Game-Mechanik reden. Weil, wenn wir ja schon bei der letzten Episode besprochen haben, gibt es ja nicht mehr, dass du kannst ja nicht mehr rewinden und so Zeugs. Aber sie haben jetzt etwas anderes eingebaut, etwas Interessantes, wo gleichzeitig auch noch zum Charakter von der Chloe passt. Und das ist Trash-Talking und sich an jemandem vorbeipöbeln. In einer, so einer Art, ich habe es vorher, wie habe ich es genannt? Ein Gespräch Post-Battle oder irgendwie so habe ich es genannt. Wo du ab und zu halt so einen Dialog-Boss hast, in Anführungs- und Schlusszeichen, wo du musst... Backtalking nennt sich das Ganze übrigens. Wie? Backtalking. Backtalking. Der Ja, Backtalk stimmt, genau. ist das. Genau. Du musst schauen, dass du möglichst ähnliche, dass du irgendein Wort aufschnappst von der Person, mit der du redest, und das dann in einem neuen Satz wieder verwenden. Und du hast eine Zeit, die abläuft, und du musst immer aus 3 Sachen auswählen. Und das ist etwas, wo ich noch cool finde, weil in allen Games, wo du ja, oder 99% der Games, wo du ja kannst aus einem Dialog auswählen, hast du unendlich viel Zeit. Der Partner steht einfach dort und schaut dich an und wartet darauf, dass du wieder etwas sagst, und dann ganz geduldig und so, und dort keine Miene verziehen. Und das ist auf eine Art ja noch cool, andererseits macht es extrem unrealistisch. Und das ist etwas, wo Alpha Protocol mega geil gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Es war so ein Agenten-Game aus dem 09, ich glaube. Nein, Und das jetzt sagt hast mir du. nichts. Es ist super cool. Dort hast du einen Agent gespielt und du hast immer 3 oder 4 Antwortmöglichkeiten. Nein, 3 Antwortmöglichkeiten hast du gehabt. Aggressiv, professionell und so ein bisschen suave. Und je nachdem, mit wem das du geredet hast, ist eine von denen, sind die Optionen besser oder schlechter angekommen bei dem Gegenüber. Aber du hast immer einen Timer gehabt, der abgelaufen ist. Das heisst, du hast nicht ewig dort hocken, sondern du musst dich müssen entscheiden. Und du hast einfach nur ein Stichwort gehabt, oder? Wie das du antwortest. Du hast nicht den genauen Satz gehabt. Das heisst, du musst schnell on the fly denken und Entscheidungen treffen, schnell und hast nicht einfach dort hocken und jetzt drücke ich mal irgendetwas. Erinnert mich also Und, ganz am Rand ans Beleidigungsfechten aus Monkey Island. Monkey Island habe ich eben nie eins gespielt. Müsste ich mal Oh, hol's nachher. Ja, definitiv. Weil ich höre einfach immer mehr davon, die ganze Zeit. Alle reden immer von dem. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch mal neu aufgelegt worden. Das kann sein im Fall. Hey, ich habe gemeint, es sind ein paar Spiele so in die Richtung mal neu aufgelegt worden sind. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. The Secret of Monkey Island, ja. Aber eben, wir schweifen Genau, ab. das stimmt, ja. Das möchten wir ja nicht. Genau. Wie hast du es gefunden mit dem Türsteher, die Szene? Ich habe es interessant gefunden. Ich habe gemeint, du hast mehr als eine Möglichkeit, um dort reinzukommen. Aber du musst natürlich am Spieler zuerst mal zeigen, wie die Mechanik funktioniert. Also kannst du es nicht umgehen. Also es hat ja die Türen auf der Seite und ich habe gedacht, es wird irgendwie einen Weg geben, um dort reinzukommen. Weißt du, wenn du dich nicht willst, an ihm vorbeireden oder nicht kannst. Dass du die Geheimtüren benutzt auf der Seite, aber es gibt nichts, du musst mit ihm reden. Und ja, aber ich habe es cool gefunden. Ich habe es ein bisschen komisch gefunden, dass er halt so, hahaha, du bist cool und tough, ich lade dich jetzt trotzdem da rein. Obwohl sie Genau, das hat mir nicht so gefallen. ganz offensichtlich nicht 18 war. Und das wahrscheinlich so eine hure illegale Party war. Andererseits, wie gesagt, das ist nicht irgendwie, der Dude ist ja nicht irgendwie, oder die ganze Party ist ja nicht so, wie soll ich sagen, bewilligt gewesen wahrscheinlich. Also ich denke nicht, dass dem Typ die gesetzlichen Grundlagen mega wichtig sind oder so. Ja, das denke ich auch nicht. Aber ich habe es ein bisschen schwer zum Nachvollziehen gefunden. Schon, okay. Ja, weißt du, es ist klar, es ist introtechnisch zum zeigen, was genau Backtalking ist, etc. Ist sicher cool. Ja, voll. Ja. Übrigens, es hat einen alternativen Weg gegeben. Ah, wirklich? Ja, Wie denn? an der Töpfe vorbei im Hintereingang. Ich habe nicht gemeint, dort bin ich gewesen. Was musst du denn dort machen, um dort reinzukommen? Sie muss irgendetwas finden, wo sie drauf kann stehen. Und dann geht's. Das ist alles. Ja. Was denn? Also, ich meine, ich bin dort gewesen und ich habe sie angeschaut, aber ich konnte nicht interagieren. Der Hundezwinger. Ah, okay. Lustig. Ja, aber wann ist die Option frei? Weil, wo ich dort war, die beiden Mal, wo ich dort hintergelaufen bin, konnte ich es nur anschauen und nicht interagieren damit. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe es auch dann erst im Nachhinein gesehen, beim Rekapitulieren vom Ganzen. Lustig. Eben, es hat glaube ich, ein paar. Das ist etwas, was mich ein bisschen gestört hat, dass es ab und zu halt so Sequenzen gibt oder Momente, wo nicht klar mitteilt wird, hey, du hast das vorher angeschaut, aber jetzt kannst du mit dem Ding auch interagieren und vorher hast du es nicht können. Weißt du, wie ich meine? Genau, ja, Es absolut. gibt später mal noch so eine Szene, wo sie im Park sind und jetzt tue ich halt schnell vorgegriffen, wo sie im Park sind und dort den hohen Feldstecher durchschauen und ich hätte einfach mit ihr reden und für ihre Nagelfeilen bekommen und ich habe das einfach nicht gepeilt und bin den ganzen hohen Platz absuchen und irgendwann einmal sagt dann Chloe selber so, ja, vielleicht sollte ich mal die Rachel fragen. Und er dachte, ja gut, okay, danke vielmals. Und dann, wo ich dann die hure File kann, habe ich dann nach Ewigkeiten gecheckt, dass ich die hure Plakette muss gerade machen. Und dann habe ich so gedacht, ja, die Plakette habe ich etwa 3-mal angeschaut vorher, oder? Und du hast kein neues Indiz, dass du irgendwie etwas musst machen nachher oder für was dass du das musst anwenden, oder? Weißt du, was ich meine? Auf eine Art ist es ja schon cool, dass du selber ein bisschen studieren musst, aber gleichzeitig ist es so ein bisschen. Ja, nein, ich finde es eigentlich noch cool gelöst, dass sie irgendwann auch von sich aus sagt, hey, vielleicht sollte ich mal so und so weiter schauen. Ja, das ist so.
dass sie nicht zu lang durchs Zeug rumläuft. Weil schlussendlich ist das ja kein Rätsel-Lösspiel, sondern so eine Coming-of-Age-Story, die du sollst erleben und die ein bisschen flüssig soll gehen, damit sie funktioniert. Das muss sie, damit sie funktioniert. Das ist so, ja. Das ermöglicht die Funktion eigentlich schön. Gut, wir sind reingekommen. Genau. Wir sind in der Old Mill. Jawohl. An der Party, wo die geile Rockmusik läuft. Und wir uns entscheiden können, ob wir ein T-Shirt klauen wollen und dafür ein Auto schrotten wollen oder nicht. Genau. Hast du das T-Shirt geklaut? Nein. Nicht, okay. Hast du Geld geklaut? Nein, auch nicht. Auch nicht, okay. Nein, ich bin ganz ein braves Mädchen gewesen. Jetzt gerade will sagen, das klingt gar nicht nach dir. Du bist doch sonst nicht so ein braves Ja, Mädchen. ey. Nein. Ich finde, in Games soll man sich ja mal so geben, wie man eigentlich gerne wäre. Ah, okay, interessant. Macht Sinn, ja? Ist dir das Sägeblatt aufgefallen da drinnen, was ich antagen? Ja. Wegen? Ist nicht im ersten Teil auch irgendwo so ein altes Sägeblatt umeinander gehangen? Das kann schon sein. Ich habe das Gefühl, sie haben generell einen Haufen Sachen wiedergebraucht. Ich meine, ich habe gewisse Tags und so gesehen, weißt du, die mit Filzstift angemalt waren am im ersten Teil. Hast du überall das Ding gehabt, so einen schwarzen Punkt, dann ist gestanden Hole into another dimension oder irgend so etwas. Und jetzt weiss ich endlich, wer die immer gemacht hat, weil so eins gibt es im Zimmer von der Chloe auch. Von dem her ist es wahrscheinlich sie gewesen. Und ich glaube, es gibt ganz viele so Props, die immer und immer wieder vorkommen. Aber hast du irgendetwas anderes gemeint? Oder etwas Bestimmtes im Kopf gehabt? Nein, ich habe es einfach toll gefunden. Das ist so, du fährst mit dem Game an und das Erste, was du siehst, ist der Wohnwagen, was sofort wieder an den Frank erinnert. Und als nächstes kommst du dort rein und siehst so das Sägeblatt aus dem ersten Teil, also wie es im ersten Teil hatte. Und ich bin ziemlich sicher, ich habe irgendwann eins gesehen. Okay. Ich habe keine Erinnerungen daran. Also nicht spezifisch oder so, es kann schon sein. Aber es hat nicht eine wichtige Rolle gespielt, oder? Nein. Ich habe einfach gemeint, es ist eins umgegangen und ich habe das toll gefunden. Ich hoffe, ich vertue mir da jetzt nicht. Aber ich habe es gemeint. Auf jeden Fall sind wir nachher dort innen drin. Jawohl. Können das Gravity machen und ja. Ja. Das Bier kannst du aus dem Bucket rausholen. Ah, schon. Ich nicht. Ich habe nicht gewusst, dass man das kann. Doch. Jetzt, auf der einen Seite jetzt so eine Bucket gehabt, wo du ein Bier rausholen. Ah, lustig. Ja, auf dem Sofa sehen wir dann auch noch Der Frank. unseren, genau, den Dealer Frank. Genau, ja. Kennen wir auch schon aus dem ersten Teil, wie gesagt. Und Chloe hat wieder Schulden bei ihm. Hat sie. Ja, Also, oder? 175. Ah, okay. Ich nicht gewusst. Wenn sie die nicht zahlt, gibt es kein neues Gras. Ja. Glaube ich. Es kommt ein bisschen darauf an, wie das Spiel ist, glaube ich. Ja. Und dann, wie ist es bei dir weitergegangen? Ich habe ihn ehrlich gesagt ein bisschen gemieden, bis ich versucht habe, zu den Bühnen anzulaufen und dann gemerkt habe, dass das nicht geht und da in der andere reingerammt bin. Und dann, als ich die Stegen auflaufen hat er mich dann angesprochen. Und dann, nach einem kurzen Blabla, bin ich dann halt so ein bisschen aufgeklettert. Oder beziehungsweise Chloe ist aufgeklettert. Wo dann der andere Duschbag wieder kommt, wo sein armes Bier verloren hat. Und ja, dann nach einem kurzen, interessanten und anstrengenden Moment taucht die Rachel auf und rettet dich eigentlich. Und das ist dann so ein bisschen der Moment, wo es dann so ein bisschen richtig losgeht. Ja, voll. Ja. Hast du die Flasche dann über den Grind gezogen? Nein, ich habe versucht auszuweichen. Okay. Ja, dort ist dann mein wahres Ich gekommen. Ich habe die Bierflasche über den Grind gezogen. Dann habe ich Kleber bekommen. Ja. Und dann sind wir abgehauen. Gut, sehr gut. Das hat sicher keine Konsequenzen oder so. Ja, nein. Ei. Im Großen und Ganzen möchte mich jetzt nicht erinnern, dass es in der ersten Episode nochmal gross darauf zurückkommt. Gut, wir flüchten Nein, auf in der dort. ersten wahrscheinlich nicht. Genau. Und wir wachen auf am nächsten Morgen Genau. im Zimmer von der Chloe. Und wenn man es kennt von Life is Strange, ist es ein mega chilliges Verwachen. Eine schöne Stimmung, so eine Morgenstimmung, coole Rockmusik im Hintergrund und einfach so ein langsames Wachwerden. Man kann selber entscheiden, wann man aufsteht. Oder ob man noch liegen bleiben will und das Lied fertig hören will.
Und das Mal ist es nicht so wie im ersten Game, dass sich einfach das Lied wiederholt, sondern es ist wie eine Radiostation. Also es kommt dann einfach das nächste Lied und das nächste und das nächste. Und das habe ich noch sehr, sehr cool gefunden. Und ich bin einfach so liegen geblieben und ich bin irgendwie, glaube ich, noch irgendetwas am Essen gewesen nebenzu und habe gedacht, jetzt geniesse ich das gerade ein bisschen. Und danach ist halt wirklich so, ja, das ist cool gewesen und jetzt hören wir das Lied. Und dann dachte ich, das ist wirklich mal cool. Wie sie halt wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass sehr viele Leute den Screen halt genossen haben und länger dort geblieben sind als nur 30 Sekunden. Und also ich nehme es jetzt einfach mal an, oder? Dass das der Grund war, warum dass sie das gemacht haben. Es ist etwas Seltenes. Ja, voll, ja. So etwas kommt selten bis gar nie vor. Habe ich selten erlebt. Für mich ist Life is Strange, der erste Teil, so krass. Ich bin so in die Welt ertrunken. Wie heisst es? Eintaucht, ja. Eintaucht, nicht ertrunken, genau. Dass ich es einfach geniessen und bei mir vorkommen, als würde ich selber dort liegen. Es war so schön. Ja, wie gesagt, wir sind dann dort aufgewacht. Hast du das Tagebuch gelesen gehabt? Ein bisschen, mit diesen Briefen drinnen, an die Max. Ja, ich glaube nur die erste Seite. Also ich habe nicht weiterblättert. Es war recht herzig. Sie hat ihre Erlebnis, also das, was sie erlebt hat, hat sie quasi als... Wie einen Brief eigentlich. Ja, wie einen Brief an Max. Aber einfach in einem Tagebuch rein, ja. Genau. Richtig, weil sie es ja eh nicht abgeschickt hat. Das sagt sie, glaube ich, sogar. Ja, ganz herzig gewesen. Und dann ruft auch schon Joyce. Genau. Die Mama von der Chloe. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Hunger zu bekommen. Weil ich einfach gemerkt habe, Joyce, oder, sie kochen so geiles Zeugs und im ersten Teil hat Max können auswählen, oder, was sie zum Morgen haben, einmal. Und dann habe ich gedacht, ja bitte, kann ich auch so ein bisschen Pancakes und Bacon haben, bitte. Diner Food. Ja, eben. Man läuft ein bisschen durch die Wohnung durch und muss zuerst mal das eigene Handy suchen und für das muss man ins Zimmer von Mami gehen und halt diverse Sachen anschauen. Oder? Du kannst dich entscheiden, ob du das eine Bild, das Joyce von der alten Familie in die Schublade rein tut, wieder aufstellen. Du kannst ihr Handy durchsuchen, du kannst ihre Handtasche durchsuchen und so weiter und so fort. Diverse kleine Sachen machen, die wieder neue Dialogmöglichkeiten öffnen für Gespräche und so. Und das ist auch noch cool, dass es halt wirklich so, du hast etwas gesehen, das die Person betrifft, dann kannst du auch darüber reden nachher. Und das ist auch etwas, was ich finde, könnte man eigentlich öfters machen, oder? In Games. Dass du Weil, das, was du siehst, kannst nutzen in der Interaktion mit anderen. Dann. ja, oder? Weil es macht ja eigentlich keinen Sinn, oder? Wenn ich zu dir heimkomme und irgendwie, weiss ich auch nicht, ein Bild an der Wand gesehen, das du gemalt hast oder so in deinem Zimmer, dann kann ich dich ja auf das ansprechen und mit dir ein interessantes Gespräch darüber haben. Und wenn ich nicht in dein Zimmer reingehe, dann sehe ich das Bild nicht, also kommen wir nicht auf das Thema. Und genauso sollte es eigentlich auch in Games funktionieren. Der Nachteil, also der Grund, warum das wahrscheinlich nicht mehr gemacht wird, ist, weil es einfach viel mehr Aufwand ist, oder? Es ist zusätzlicher Dialog, den man schreiben muss, zusätzliche Interaktionen und Optionen und alles mögliche Sichs. Aber ja. Es war übrigens für mich ein mega tolles Gefühl, wieder zurück in diesem Haus zu sein und einfach alles zu kennen. Ja. Weißt du, es ist wirklich es ist immer noch das Haus, das ist so schön, so unglaublich. Für mich ganz ein toller Moment, wieder dort zu sein. Ich bin noch in dem Zimmer und ich habe genau gewusst, ich laufe raus, dort ist das WC, dort ist das Schlafzimmer. Ja. Und wow, einfach toll. Ja, wir haben dann apropos, du hast vorher etwas gesagt vom Handy durchsuchen. Das Handy suchen. Das Handy haben wir dann gefunden, haben wir dann die Handtasche, glaube ich, von der Joyce müssen mit runterbringen. Genau. Joyce ist am Morgen machen für uns. Ganz grosses Problem für mich, richtig krass. Okay. Weil du hast gesehen, wenn du Chloe steuerst, du bringst sie runter, du läufst mit einer Richtung Stube, Richtung Esstisch und sie hat nicht einmal die verfluchte hure scheiß Handtasche dabei. Aha. Nachher. Sie hat sie in der Hand, bis sie die Stege durchläuft. Also im oberen Raum hat sie in der Hand und danach nicht mehr. Das ist so, ja. Genau. Und das ist, also ich hätte heulen dort. Nein, weißt du, es war ganz schlimm. So ein unfertiger Moment, wo ich finde, hey, ich glaube, wir sind in der Lage, das Game so zu produzieren, dass sie die blöde Handtasche in der Hand hat. Soll ich dir sagen, warum dass sie nicht in der Hand hat?
Warum? Weil du kannst im unteren Stock mit ganz vielen Sachen interagieren. Und entweder sie müssen dann anderes Motion Capturing machen und ganz viele Sachen halt. Sie müssen 2 Versionen von allen Interaktionen machen. Eine mit und eine ohne Handtasche, die sie heben. Irgendwie. Und, oder du tust blockieren, dass sie mit nichts interagieren kann, bis sie die Handtaschen ableitet. Und das ist auch doof. Und darum haben sie es wahrscheinlich so gelöst. Ja, nein. Du hättest sie können lösen, indem du sagst, ich habe jetzt die Handtasche abgeleitet, dann durchsuche ich die Wohnung, schaue das Zeug an. Genau. Und dann, wenn ich zu der Joyce gehe, löst das den nächsten Teil aus. Wenn ich mit der Joyce das Gespräch hatte. Das hat funktioniert. Und der Runde war dann ganz krass. Hey, ich bin da unten in der Stube und sehe einmal so den Ort, wo ich den Schlüssel versteckt habe vom Vater. Dann das Zimmer hinten, wo die Garage ist, wo dann aber in dieser parallelen oder alternativen Realität das Krankenzimmer ist von der Joyce. Von der Chloe. Von der Chloe. Das ist so eiskalter Ruck ist mir ab. Wow. Ja, und dann kommen wir auf jeden Fall in die Küche und sehen dort, je nachdem, wenn wir es sehen und wie wir es angeschaut haben, dass es dort einen Schmorbraten hat. Genau. Ein Schmorbraten. Ein Schmorbraten. Wow. Was für eine Welt. Hä? Das gibt's nicht. Was für ein geiler Moment. Dass du, wie du wieder sagst, du kannst das nachher nutzen und aus dem Diskussionen weiterführen. Weiterspinnen. Oder weil die Chloe weiss natürlich, meine Mami hat nicht gerne Schmorbraten, wieso haben wir da einen Schmorbraten, oder? Und dann ist es so ein, okay, wahrscheinlich wegen dem David? David heisst er, oder? David, ja. Ja. Der Step-Touche. Ja, genau, Step-Touche, genau. Und dort hatte ich ganz viel Mühe gehabt mit der Synchronisation. Ja. Ah, er hat eine neue Synchro? Ja, ich glaube alle. Okay, lustig. Also ich habe es gemeint, sind alle eine. Ah, wirklich? Okay. Ja, eben, ich habe halt, es ist ewig her, dass ich das erste gespielt habe, darum habe ich das nicht mehr präsent. Ist vielleicht besser so. Dann stört es mich nicht. Ja, also ich habe echt das Gefühl, ich bin ziemlich sicher, dass der David auch eine neue Stimme hat. Ich habe ihn nicht so gut synchronisiert gefunden. Sehr oberflächlich. Okay. Irgendwie. Mir ist auch aufgefallen, dass, jetzt, wenn ich ganz kurz schnell kann, mir ist auch aufgefallen, dass ein paar von den Animationen manchmal irgendwie ein bisschen komisch waren, hat es mir gedacht. Du weißt, dass manchmal, habe ich auch das Gefühl gehabt, dass manchmal gewisse Animationen irgendwie nicht so sauber ausgesehen haben oder einfach so ein bisschen unfertig oder ein bisschen holprig. Ja. Ja. Und mir ist erst jetzt irgendwie am Schluss oder so aufgefallen, ich glaube, es ist gar nicht Dontnod gewesen, der das Game gemacht hat, oder? Nein. Eben, gell, das war ein anderes Team gewesen. Das war ein anderes Team gewesen. Sie haben Dontnod hat das abgegeben und hat es an Deck 9 abgegeben. Genau, ja, Deck 9 war es gewesen. Und das ist ja, glaube ich, ein Studio, das es schon ein bisschen länger gibt, aber sie haben sich zu Deck 9 umbenannt, wie letzten Sommer, also Sommer 17. Und das war ihr erstes Projekt unter dem Namen gewesen, eigentlich. Der David, nur mal kurz, der David habe ich eigentlich im ersten Teil einen mega spannenden Charakter gefunden, weil er so ein ambivalenter Charakter ist. Ja. Und ich das eigentlich relativ spannend gefunden habe. Und er kommt mir jetzt momentan schon auch noch ein bisschen arschlochig rein. Okay. Aber ich kann noch nicht so viel sagen dazu, ich weiß es noch nicht. Jetzt einfach die Szene, wo es ums Autoschrauben und so gegangen ist, ja, wir werden es sehen, wie es weitergeht. Es hat mich gedacht, er war nicht ganz so aggressiv drauf gewesen wie im Originalgame. Weißt, ich habe das Gefühl, dass da ist die Beziehung zwischen diesen zwei noch so ein bisschen in der Startphase, oder? So ein bisschen, sie mögen einander nicht wahnsinnig, aber er versucht es immer noch ein bisschen. Und im Originalgame merkst du schon, dass er längstens schon seine Geduld verloren hat mit ihr und keine Lust mehr hat, oder? Aber da hat's... Also im ersten Teil jetzt? Im Life is Strange einfach, im Standard-Game, ja. Dunkt mir, ist er... Ja, dort war er schon komplett fertig mit ihr. Genau, ja. Aber er war auch super paranoid gewesen, generell, oder? Er hat ja ständig irgendwie alles kontrolliert, was sie macht und so, und hat einfach... Ja, er ist einfach neben rausgegangen eigentlich. Ja, er hat auch Kameras installiert überall. Ja, eben, genau. Völlig paranoid und... Ja. Ja, also, wir kommen zu der nächsten Szene. Die spielt in der Schule.
nachdem er sie in die Schule gefahren hat. Genau, jawohl. Und dort, Da kann man sich dann entscheiden, sagt man Danke oder nicht. genau. Und ich habe mich für whatever entschieden. Oh, stimmt, das ist... Hey, es ist... Ja? Ja? Nein, sag noch. Es ist halt schon so, dass es ist ganz schwierig für mich gewesen. Amix, weißt, entscheidest du dich jetzt wie ein 27-Jähriger, der halt schon eine gewisse Reife erlangt hat und über gewisse Sachen ein bisschen erwachsener denkt, oder spielst du das Spiel wirklich im Bewusstsein? Mit 16 hättest du vielleicht anders reagiert. Mit 16 ist dir egal, was er gedacht hat. Ja. Es ist so immer wieder der Kampf, so zu spielen, so zu reagieren, wie man würde Ja. in dem Alter. Ich habe mich versucht, möglichst in die Chloe hineinzuversetzen und habe dann eben auch so gedacht, ich glaube, wenn ich das gewesen wäre, wo dort in die Schule gefahren wird, dann hätte ich wahrscheinlich schon so gesagt, so, hey, merci, gell, easy, ciao. Oder nichts gesagt. Aber als Chloe habe ich das Gefühl gehabt, macht das mehr Sinn. Oder für das, wie sie über ihn redet und so, dass sie ihn halt wirklich nicht mag, dann habe ich nicht das Gefühl, dass sie sich dann tatsächlich noch ehrlich bedankt bei ihm oder so. Nein, also gerade auch so, wie wir die ältere Chloe aus dem ersten Teil kennen, Ja, hat sie das ziemlich sicher nicht gemacht. eben genau. Okay, Schule. Wir treffen dort ihren Kollegen, Freund, Kollege, Er hat definitiv Interesse an ihr, ja. der Elliot. Auch keine Ahnung mehr, wie er heißt. Elliot heisst er. Elliot, okay, ja. Ja, genau. Und er möchte Er will sie zum... fragen, ob sie das Theater mitkommt. Genau, ja. Und ich habe dort gesagt, ja, easy. Gehen wir mal schauen. Vielleicht wird es lustig. Genau. Nachher können wir... Wobei es war auch so ein Moment, gewesen, wow, es ist immer noch die Schule und ich kenne ja die Schule schon. Ja, genau. Irgendwie auch wieder, es sind alles so... Es ist alles so ein Heimkommen immer. Ja, Sehr schön gewesen. Und vor dem Unterricht haben wir noch ein bisschen Zeit. Wir müssen den DVD zurückholen von der Staff. genau. Und es ist natürlich der Blade Runner Director's Cut. Ja. Und das Lustige ist ja, Ja, dort bin ich spontan aufgestanden und habe applaudiert. was, dass sie die richtige Version hatte, oder was? Ja, ich habe das einen mega tollen Moment gefunden. Ja, also eben, ich meine, schon im ersten Game hast du gemerkt, die Leute sind alles Nerds gewesen, die das Game gemacht haben, aber logisch, oder? Das ist nicht so eine Überraschung. Aber was für mich viel, viel cooler war, ist das hure Dungeons Dragons mäßige Game gewesen, wo die anderen am Spielen sind und du hast können mitspielen. Und holy shit, es ist hure cool gewesen. Weil es ist halt wirklich, es ist halt einfach Dialog gewesen und Leute, die um den Tisch rumhocken. Es wird ja nicht irgendwie dargestellt oder animiert oder irgendetwas. Und ich bin trotzdem dabei gewesen, oder? Und ja. Ja, völlig. Also ich musste durchspielen. Ja, ich auch, ja. Bis zum Schluss. Ich kann nicht hören. Was hast du für eine Reihenfolge gemacht von den Events? Oh, was ist das gewesen? Übungsplatz? Okay. Nein, warte schnell. Gefängnislager? Übungsplatz? Zelt vom Krieg. Ah, okay, also genau wie ich auch. In dem Fall hast du ein bisschen, Du hast es auch so gemacht? ja, ich habe es genau gleich gemacht. In dem Fall hast du auch ein bisschen das Problem gehabt, dass der Anders in Syrien selber schon zu früh angewendet hat. Ja, und dann hat es kein Loot gegeben. Genau. Das war völlig für nichts gewesen. Dämlicher Noob. Ja. Jetzt nimmt es mich Wunder, weißt du, ob das wirklich. Weil ich habe das Gefühl, du stirbst wahrscheinlich so oder so. Oder am Schluss von dem Minigame dort. Also der Charakter, den sie spielt. Und ich frage mich jetzt, was wär anders gegangen, wenn du nicht zum Übungsplatz gegangen wärst und nach dem Gefängnis, nach dem Gefangenen befreien direkt zum bösen Dude, zum Big Bad. Ich glaube nicht, dass es wirklich etwas verändert hat. Meinst du nicht? Nein, weil da ist es sowieso kein Loot. Und der eine Trank, den er dir gegeben hat als Entschuldigung, der hat das jetzt auch nicht geregelt, oder? Ja, aber er hätte ja können den Syrenzauber einsetzen. Und das wäre das Einzige gewesen, was noch effektiv war gegen den Bösewicht. Weil er hatte nur ein Dings gehabt, das ihn vor Feuer beschützt hat. Ah, das habe ich nicht mehr gedacht, genau. Er hat ja da den Genau. Feuerschutz. Er ist ja immun gegen Feuer. Ja. Ja, wir merken übrigens hier, das ist etwas, was ich auch toll gefunden habe, dass die, wie hat sie geheißen, mit der, was sie spielen, die Steph. Steph, ja, ich glaube. Die Steph hat Gefallen gefunden an der Rachel. Ah ja, gut, ja. Wer nicht? Die Rachel ist the most popular kid und
verständlicherweise, oder? Weil die treffen wir ja gerade in der nächsten Szene dann. Und wir haben ja im Originalgame eigentlich nur immer Beschreibungen gehabt von der Chloe selber, wenn sie von der Rachel erzählt hat. Und, Ja, und ich habe gemeint, dass er das Foto gegeben hat, bin mir aber nicht ganz ja, sicher. das hat's. Es hat Fotos gegeben. Aber sonst hat man eigentlich immer nur Beschreibungen gehört von ihr. Keine Flashbacks oder so, keine Videosequenzen. Und jetzt sehen wir sie zum ersten Mal in echt. Und ich finde, sie haben sie fantastisch umgesetzt. Weißt, sie hat die Energie, oder, wo du sofort eigentlich willst, möglichst viel Zeit mit ihr verbringen und halt einfach, sie ist einfach angenehm und cool und herzig und lustig. Und ich finde es genial, weil halt einfach Chloe gibt sich so Mühe, der Badass zu sein, weißt du, wo so ein bisschen der Loner, der Lone Wolf und so ein bisschen, ja, ich brauche niemanden, too cool for school. Und danach trifft sie die Rachel und wird sofort zu einem weichen Käse, so einfach verflüsst und keine richtigen Sätze mehr machen kann und einfach so ein bisschen ganz anders wird als Charakter. Und das habe ich mega erfrischend und lustig gefunden eigentlich. Das ist so mega... Ich finde es toll, weil das zeigt halt auch ein bisschen, dass die Chloe auch nicht immer so die Härte war, wie dann später im ersten Teil. Also Genau. im ersten. Sondern dass auch sie am Anfang. Genau. Hat etwas jetzt den Gürtel bringen. Irgendetwas hat sie sollen bringen. Und ich habe gesagt, hey, komm, bring das Ding selber. Und du siehst, wie sie so ein bisschen peinlich berührt war. Sehr, sehr menschlich. Ja, voll. Habe ich toll gefunden. Sie gehen dann zusammen weiter. Genau. Und sie überlegen sich... Schwänzen Genau, Schule. sie schwänzen die Schule und hauen ab. Also die Rachel sagt, hey komm, schwänz mit mir die Schule und Chloe so, easy. Obwohl sie, ich glaube, gerade am Tag vorher etwas geschwänzt hat, also es ist einfach, ja, ein bisschen chaotisch. Und sie kapern den Zug und fahren davon und dann nach ein bisschen reden, hast du dann wieder mal so eine Sequenz, wo die Chloe Musik hören tut und der Rachel einen von ihren Kopfhörern geben kann. Und das ist wieder eine von diesen Sequenzen, wo du einfach dort hocken und chillen und zuschauen und Musik hören dazu. Und das habe ich lang laufen lassen, ich weiß nicht wie lange. Und du kannst einfach die Kameraperspektive wechseln wieder ab und zu. Und ich finde das eine von der besten Sequenzen im ganzen Game. In dieser Episode, ja. Ja, total. Also, der Moment, das Feeling, was es gibt. Ich habe natürlich meinen Kopfhörer mit ihr Ja, geteilt. klar, ja. Da sind wir nebeneinander gehockt und es ist so erste Bindung zueinander und das erste sich anfangen, sich vertrauen, wie sie dann das Spiel Genau, miteinander jawohl. spielen. Das war auch cool gewesen. Oder du hast die Möglichkeit, tue ich tatsächlich die Regeln anspielen, also 2 Wahrheiten und 1 Lüge machen, oder tue ich 3-mal eine Wahrheit, 3-mal eine Lüge, alles mögliche, alle Kombinationen kannst du machen davon. Und wie hast du gespielt? Ja, so wie es heisst, Two Truths and a Lie. Ah, okay. Wow, Andi, ich kenne die Seite gar nicht von dir, das ist lustig. Hey, schau jetzt. Ich habe das selber angefangen zu merken bei mir. Ich habe das angefangen zu spüren. Weißt du, wenn ich völlig aufgegangen bin in dem Spiel, ich glaube, in einer alternativen Realität wäre ich ein ganz netter Mensch geworden. Echt? Ich glaube, ja. In einer alternativen Realität, wo du als Mädchen auf die Welt gekommen wärst, meinst du? Ja, doch. Wer weiß. Ja, Ja. Und ich hätte trotzdem etwas mit der Rachel anfangen. ja logisch. Wer nicht? Ja, also, weißt du, das ist so das ist so ein tolles Gefühl gewesen. Das ganze Spiel ist so die ganze Folge ist so easy gewesen, kein bisschen edgy, wirklich. Ah ja, Ich habe dann willst du doch einfach nett sein. Ich einfach wollen Ja, nett voll. sein. Ich habe den perfekten Vergleich. Ich habe bevor wir angefangen aufzunehmen, habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann habe ich so gedacht, genau so hat sich das Game angefühlt. Weißt du, so der Morgen nach dem Ausgang, wenn du so einfach so in der Wohnung rumchillen bist und du hast nicht irgendwelche krassen Sachen, die du machen musst oder so, du hängst es einfach ein bisschen, hörst ein bisschen sanfte Musik und trinkst in aller Ruhe deinen Kaffee. Und für mich hat sich das so ein bisschen angefühlt, die erste Folge. Das ist einfach so ein bisschen chillen und ein bisschen gut haben und alles so ein bisschen easy, ist alles gut und geniessest den Tag ein bisschen. Ja, coole Musik. So ist das gewesen für mich. Und das habe ich mega genossen. Aber ja, die Fahrt... Wir kommen zum Aussichtspunkt. Genau. Die Rachel zeigt der Chloe so eine Aussichtsplattform. Jawohl.
Und dort haben sie wollen, was ist das gewesen? So ein Münzfernglas Jawohl. nutzen, wo leider Genau. aber kaputt ist. Und dann, wie ich vorher schon erklärt habe, muss man zuerst einen Weg finden, die Münze wieder rauszuholen aus dem einen kaputten Automat, um ihn in einen anderen ganzen rein zu tun. Und das ist eine kleine Tauschaktion, die du machen musst. Und am Schluss kannst du dann durchschauen. Und dann nachher sagt Rachel, gut, Idee für ein neues Spiel. Wir beobachten irgendwelche Leute. Und dann nachher wir uns überlegen, was die am Denken und am Sagen sind. Und danach hast du ein paar sehr lustige Gespräche zwischen den beiden Ladies, wo sich halt recht lustig machen über die Leute, aber auf eine harmlose Art, finde ich. Ja. Und ich glaube, du schaust 2 oder 3 Leute an und beide finden es super lustig und dann nachher kannst du mit der Kamera abschwenken zu einer Frau, die seit dem Anfang von der Sequenz unter einem grossen Baum am Warten war. Und dann siehst du, dass ein Mann dazukommt und mit dieser Frau anfängt zu schwätzen und nachher mit ihr anfängt rummachen und rumknutschen. Ja, und Chloe macht wieder mit, oder? Macht die Spiele, haha, schau mal, okay, und dann ein paar gute Sprüche und so, und dann merkt sie, dass Rachel einfach nichts mehr sagt. Und dann sie denkt, oh, oh. Und dann schaut Chloe auf und sieht, dass Rachel einfach so ein bisschen pissig ist und so, und dann macht sie einen 180er, oder, wie sie mit Chloe redet, und dann sie denkt, fuck, oder, was ist jetzt los? Und dann habe ich mich richtig scheiße gefühlt plötzlich. Wie halt Chloe wahrscheinlich auch. Ja, und also ich hatte schon so ein bisschen ein Bauchgefühl gehabt, aber sie haben dann gefunden, Ja, voll. Alkohol muss her und sind in so einer mega coolen Aktion bei 2 Picknicker eine Jawohl. Szene machen. Die Rachel hat einen auf «Ich gehe gleich drauf» gemacht, am Boden unten, und Chloe hat sie sollen... Nein, die Rachel hat sie sollen ablenken und Chloe hat sollen Genau, go jawohl. die Flasche Wein klauen. Hat es bei dir geklappt? Jawohl, hat es, ja. Aber was man, ja? was man zuerst aber auch noch sagen muss, du hast vorher schon die Möglichkeit, mit diesen Picknickern zu reden. Und du kommst mit über, dass irgendwie hat er seine Autoschlüssel eingeschlossen im Auto. Und jetzt, das ist, glaube ich, das erste Date von diesen 2. Und sie ist nicht so beeindruckt und nicht so happy. Und am Schluss, also ich habe es dann eben geschafft, dass dann halt die Rachel tatsächlich, dass die Ablenkung funktioniert hat und Chloe hat die Weinflasche klauen. Und das ist dann so gegangen, dass die Chloe den Dude überzeugt hat, dass er Mund zu Mund machen bei der Rachel, um sie retten, um ihr Leben retten. Und hat eine mega epische Motivationsrede gemacht. Und dann hat er gesagt, okay, ist gut, ich mach's. Und dann die Rachel in dem Moment so, fuck, nein, ich will ja, es geht mir alles wieder gut, danke vielmals, du hast mich gerettet. Und dann laufen sie weg und trinken den Wein. Und dann cuttet es aber nochmal schnell zurück zu den beiden Picknickern und die Lady ist mega beeindruckt. Oder so, ja, du bist ein Held, du hast sie gerettet. Und dann hat sie gedacht, wow, jetzt haben wir gerade 2 Parteien geholfen. Oder? Die anderen haben ihren Wein, den sie klauen wollten. Und die 2 Picknicker sind jetzt doch happy miteinander, obwohl es vorher nicht so gut ausgesehen hat. Und dann dachte okay, weißt, sie haben eine Flasche Wein gezahlt, eine Art, für ein bisschen Happiness. So schlimm kann es nicht sein. Es war sehr, sehr lustig, dort wo die Rachel am Boden gelegen ist. Und Chloe sagt so, sie braucht Mund-zu-Mund-Beatmung. Ja, genau. Und die Rachel liegt dort so, no! Ja, genau so. Nein! Ja. Also das war super. Dort musste ich laut lachen. Ich habe das so herzig gefunden. Wow, ich brauche Wörter wie herzig. Oh wow. Oh du, es geht bergab. Ja, nachher müssen wir irgendetwas Bösartiges machen. Wir müssen Bier trinken. Ich muss irgendwie mit dem Hergi irgendeinen Podcast über Sexualität machen. Okay, ja. Wir landen auf dem Schrottplatz. Schrottplatz, den wir auch kennen aus dem Originalgame, wo wir wissen, dass die Rachel und Chloe dort so eine Art so einen Bunker hatten. Also so ein, was haben sie dort? So eine Art so einen Miniplatz aufbauen für sich mit Matratzen und alles, was am sind abhängen. Und da sind sie jetzt offenbar zum ersten Mal. Ja, ganz genau. Hey, wir haben gesagt, erste Teil können wir ein bisschen spoilern und so, gell? Ja, dort tun wir alles spoilern. Weil so ganz brutal ist traurigerweise der Platz, wo die Rachel dann vergraben worden ist. Ja. Also wird. Ich habe gedacht, eigentlich
ist das ganze Game ein bisschen traurig. Vor allem, also für mich noch mehr als für dich, weil ich spiele jetzt die 3 Episoden und ich weiß jedem, dass die beiden Hauptpersonen beide tot sind. Es ist alles so ein bisschen, für was mache ich das überhaupt? Ja, ja. Ja, es ist halt schon mega hart. Weißt du, ich meine, du läufst auf dem Schrottplatz rum und an gewissen Sachen läufst du bei und du erkennst das Ganze halt ein bisschen und denkst, wow, du weißt genau, Ja. dort ist es. Auch wenn es nur ein Pixelhaufen ist, naja, in dem Moment ist gleich. Wow. Ja, es ist schon recht. Ja, anyway. Wir landen auf dem Schrottplatz. Die Rachel ist ganz komisch drauf. Aber sie will nicht reden, sie will nicht sagen, was los ist. Das ist ein bisschen eine mühsame Habe ich auch Szene. gefunden, ja. Weil, ja, schlussendlich ist das ein bisschen eine Drama-Szene, ich verstehe es. Und es geht ja darum, dass man ihr sagen kann, hey, ist es mehr als nur Freundschaft? Habe ich natürlich gemacht. Ja, ich auch, ja. Ja, weil ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass die zwei haben. So romantisch, Andi. Da bin ich wieder. Heute zusammen. Auf jeden Fall ist das für mich, ja, wie soll ich sagen, es ist wie so das Täubeln von einem besoffenen Teenager gewesen. Oder von 2 besoffenen Teenies, wie wir es alle kennen, wenn man frisch in den Ausgang darf. Und die klassische, ja, ich habe ein bisschen getrunken, ich Ja. mache die Szene. Moment. Ich habe das sehr, sehr anstrengend empfunden. Aber was ich muss sagen, denn nachher findet ja die Chloe da den Baseballschläger und läuft mit dem umeinander und wütet alles. Das habe ich sehr, sehr stark gefunden. Vor allem, weil egal welchen Knopf du dann drückst, auf jedem Knopf Smash. steht Smash. Genau, das habe ich auch cool gefunden. Das ist ein perfektes Beispiel für Game-Mechaniken, die die Story unterstützen können. Oder? Es ist im Moment, das ist die Aktion, die sie im Moment durchführen und das Game lässt dich gar nicht anders machen, oder? Weil das ist, was der Charakter im Moment braucht, oder? Ja, richtig. Und es hat auch so die Verzweiflung nochmal wunderschön unterstrichen, Ja, voll. was sie hatte. Auch mit der Musik zusammen, dezent und ihr Laufen, es ist sehr Dann schön. kommt aber der für mich tragischste Moment in dieser Episode, wo sie auf dem Schrottplatz rumläuft und Zeugs kaputt macht. Und dann läuft sie an das Auto an, wo ihr Vater drin gestorben ist, wo auf dem Schrottplatz gelagert ist. Und ich weiß nicht, ob das im Originalgame auch so war oder ob das dort nicht vorgekommen ist. Weil mich hat es extrem überrascht, dass das dort war. Also ich habe das nicht mehr oder nicht gewusst. Du hast es vor nicht allzu langer Zeit gespielt. Das Auto ist nicht dort im Originalgame, oder? Oder es wird nicht erwähnt. Es wird nicht explizit erwähnt, dass es dort ist und ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass ich an dem Auto vorbeigelaufen wäre. Allerdings ist ja, also ich meine, das spielt ja noch mal ein paar Jahre vor der Hauptstory. Das heißt im Zeitraum zwischen dem und dort, wo im ersten Teil die Handlung stattgefunden hat, könnte ja eigentlich aus irgendwelchen Gründen könnte das Auto Klar, ja. weggeräumt worden sein. Aber jetzt ist es 3 Jahre dort gelegen und dann wird es in den nächsten 2 Jahren weggeräumt. Ich weiß auch nicht. Ist ja gleich. Es kann auch gut möglich sein, dass Chloe in dieser Zeit das Auto einfach komplett demoliert hat. Das wäre auch möglich. Ja, also in dem Moment habe ich einfach, der ist recht eingefahren bei mir, weil es einfach aus dem Nichts gekommen ist. Für mich. Und du einfach halt so merkst, man, es ist 3 Jahre her, aber sie ist ein fucking Kind gewesen, wo ihr Vater gestorben ist in einem Autounfall. Und es ist einfach traurig und schade und unnötig, dass so Scheiß passiert. Ja. Vor allem, wie sie dann amigs so Flashback-Szenen bekommt. Das hat sie jetzt 2-mal gehabt, glaube ich, in dieser Episode, wo sie praktisch von dem Unfall träumt, wo sie ja eigentlich nicht dabei war, oder? Es ist ja, ihr Vater ist ja, glaube ich, die Mami abholen und ist dann von einem Truck angefahren worden. Und es war eigentlich niemand bei ihm gewesen. Aber in beiden Mal, wo sie davon träumt, hockt sie hinten rein im Auto. Ganz und genau. kann dann mal mit der Traumversion von ihrem Vater kurz reden. Richtig. Übrigens, das ist etwas, was wir auch verhindern im ersten Teil. Genau. Oder einmal für einen kurzen Zeitraum verhindern.
bevor wir alles Genau. wieder Schluss passieren von der, lassen, muss was ist das sein, gewesen? indem wir den Schlüssel ist es gewesen, Genau, vom in der Auto Hoffnung, dass verstecken. es eine bessere Zukunft gibt. Leider gibt es einfach eine andere, nicht so gute Gegenwart. Aber ja. Und dann nachher muss Max die krasse Entscheidung treffen, dass ein toter Papi besser ist als eine schwerstbehinderte und ziemlich sicher totgeweihte Chloe. Was eine recht üble Entscheidung ist, wenn du so überlegst. Ich weiß nicht, ob ich die Macht haben können. Ja, Ja, nein, definitiv nicht. Ich habe mich während dem Spielen vom ersten Teil, was um das gegangen ist, die Entscheidung zu treffen, habe mich noch gefragt, so, weißt, hat das irgendwann für dich Konsequenzen, dass du etwas musst entscheiden, wo einfach über dem Verstand von einem Mensch ist und über unserem Recht etwas zu entscheiden, was so hoch ist. Ja, also es ist, ich habe schon ein bisschen Bauchweh gehabt nachher. aber eben, Ja, sie wacht auf aus dem Traum, es ist sie ist immer noch auf dem dunkel, Schrottplatz. sie geht richtig heim zu. Jawohl. Genau, zuerst. Trifft aber unterwegs dann noch wieder Wo auf die unter dem Rachel. Baum steht, wo sie vor die zwei Leute gesehen haben, rumknutschen. Jawohl. Und dort tun sie dann tatsächlich nochmal anständig miteinander reden, sagen einander, dass es beiden leid tut, also je nachdem. Und dann erklärt Rachel auch, warum dass sie so aufgewühlt war, oder? Weil der Mann, den sie dort gesehen hat, Knutschen mit dieser Frau, war ihr Papi gewesen. Aber die Frau war nicht ihre Mami gewesen, sondern einfach irgendjemand. Und dann erzählt sie halt, wie sehr dass sie das aufregt, weil auf der einen Seite hat sie vermutet, dass er irgendein Kack am Anstellen ist, andererseits ist er bis zu dem Zeitpunkt einfach für sie der perfekte Papi gewesen. Ja, sie erzählt Stories, wie sie ihm einfach immer total voll vertraut hat und er einfach immer für sie da ist und halt wirklich ein super cooler Papi war. Und jetzt macht er halt so etwas, wo für eine Familie halt schon verheerend kann sein. Ja. Total, ja, total. Ja, und ihre Welt gerät total aus der Fuge, weil ja, sie und Chloe beschließen, hey, komm, wir hauen ab vor Arcadia Bay, gehen wir irgendwo anders hin. Ja, sie finden den beide okay, komm, das machen wir. Und zum Schluss Genau. zündet sie fast, nein, sie zündet das Bild an, das sie dabei hat, immer, von ihrem Vater. Nur, ja, sie kriegt dann noch so eine Art Nervenzusammenbruch. Zündet das Bild an. Schmeißt sie in den Kübel. Und ich weiß nicht, schmeißt es drüber, gell? Der von da brennen, sie kriegt einen Nervenzusammenbruch und das ist so gut visualisiert, wie quasi ihr Schrei und der Wind in dem Moment so als kurzer Sturm richtig Baum visualisiert worden ist. Ist sehr schwierig jetzt zu erklären, aber wunderschön, wie das eigentlich auch durch die Kameraführung und das Bild in dem Moment, wie das den Nervenzusammenbruch und der Schrei dabei, was sie hat, der Schrei, was sie macht, wie das alles zusammen das Bild ergibt von dem Nervenzusammenbruch. Das Problem ist, das Feuer zündet den Baum an. Man muss noch schnell sagen, sie kickt den brennenden Kübel Richtung Baum. Also er wäre nicht einfach so. Aber ich habe in dem Moment, wo sie in den Kübel hineingeschmissen hat und der Kübel anfängt zu brennen, gedacht, oh nein. Wir haben seit dem Anfang von dieser Episode wird darüber geredet, von wegen hohe Waldbrandgefahr und so, und wir müssen aufpassen. Und eigentlich hätte es schon Hinweis genug sein, dass man so eine Art eine Idee hat von dem, was am Schluss passieren könnte. Auf jeden Fall, der Baum, wo die Frau und der Mann sich darunter geküsst haben, steht in Flammen und Funken greifen über auf andere Bäume rundherum, während die Rachel am Schreien ist und die Musik am lauter werden ist. Und es entsteht ein riesiger Waldbrand. Und das ist der Schluss von der ersten Episode. Yay! Noch nicht ganz. Das letzte Bild zeigt nämlich nochmal die Frau, die mysteriöse, wo eine Ziege am Rauchen ist. Eine Ziege am Rauchen ist, ganz genau. Und der Waldbrand... Es sieht so aus, als würde sie schmunzeln am Schluss. Ja. Und jetzt bin ich am Studieren, weil wir sehen ihr Gesicht nie. Und jetzt bin ich am Studieren, grosser Twist, wenn das die Mutter ist von der Rachel
Und die sie meint, sei ihre Mutter, ist eigentlich gar nicht ihre Mutter. Oder irgend so etwas Komisches. Das wird aber nicht erklären, warum das schmunzelt am Schluss. Ich weiß halt auch nicht. Aber das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum das ihr Gesicht nicht gezeigt wird. Ich habe auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Ja. Weil, Ja. Ich verstand nicht, warum der Vater sie dort küsst. ja, es- Weil offensichtlich sind sie in einer Familie. Er hat ja eine Familie. es gibt so ein Ding, das nennt sich Seitensprung. Das kommt ab und zu vor bei gewissen Leuten. Also es ist nicht abwegig, dass er einfach mit irgendeiner rumknutscht. Aber wenn man sie dann extra noch zeigt, ganz am Schluss, aber ihr Gesicht trotzdem noch verdeckt, dann muss da irgendetwas im Busch sein. Ja, ja, doch. Ich sage auch irgend so etwas. Ich habe mir überlegt, ob es etwas Übernatürliches ist. Ich- Wegen dem Grinsen, was sie drauf hat. Ob sie vielleicht. Weißt du, die Macht, die Magie ist ja existent vom Zeit zurückdrehen. Also habe ich mir zuerst gedacht, hat sie irgendetwas zu tun mit dem Ganzen, wo über dem Verständnis ist, dass sie dort steht, oder über unser Verständnis, dass sie dort steht und als wäre sie wissend über irgendetwas. Sie steht dort, grinst, raucht eine Ziege und ich sehe zwei Optionen. Ich sehe die zwei Optionen, dass sie entweder irgendjemand ist, der irgendetwas kann oder weiss, Ja. oder sie ist die Mutter von der Rachel. Ja, mal schauen. Es wird sicher spannend. Es wird sicher interessant. Also eben, ich werde jetzt dann bei nächster Gelegenheit mal den zweiten Teil spielen. Und dann nachher werden wir wieder aufnehmen können. Aber ich muss sagen, bis jetzt, es gefällt mir. So als großes Ganzes gefällt mir das Game. Es ist wieder wie so ein bequemes Paar alte Schuhe anlegen, wo du schön eingelaufen hast. Und irgendwie unter dem Bett findest du so, ah ja, stimmt. Und dann lässt du es an, so, ah ja, ist bequem, schön, vertraut. Und die Musik ist toll und das Gameplay ist wieder... Also gut, ich muss noch sagen, ich habe es auf der PS4, glaube gespielt, das Original. Und jetzt das da auf dem PC, auf Steam. Und ich habe ein bisschen Mühe gehabt, mir das zuerst anzugewöhnen, vor allem beim Auswählen von den Sachen, weil spielst du auf dem PC? Okay, weil du musst zum Interagieren mit etwas, musst du zuerst mit der linken Maus draufklicken, draufbleiben und dann nachher aus WSAD auswählen, je nachdem welche Option das du halt nehmen willst, oder? Und das habe ich irgendwie umständlich gefunden, das System. Aber es ist ja nicht ein Action-Game, von dem her, es ist ja nicht so, dass es irgendwie zeitabhängig ist, aber ich habe das irgendwie, weiß ja nicht. Für mich ist irgendwie, Ich habe es sehr angenehm gefunden auf der PS4, bis drauf, also auf das Detail, dass du teilweise, wenn du etwas hast anwählen hast ein bisschen müssen mit der Distanz vom Charakter und mit der Kamera hin und her spielen, okay. dass du wirklich hast können draufklicken. Aber das ist Detail und ich finde, durch dass es so ein ruhiges Gameplay ist, ohne Button-Smashing-Element, nichts, Ja, voll. hast du das völlig okay. Ja, voll. Ich meine, die Sekunde Ja, eben kannst du dieser Meinung bin ich auch. Eben, grundsätzlich, ich finde es ein gutes Game. Also der erste Teil gefällt mir schon mal sehr. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten zwei Teile angeht. Und ja, dann würde ich sagen, wir doch da mal abklemmen und uns aufs nächste Mal vorbereiten, oder? Bist du einverstanden, Andi? Ja. Hast du noch irgendetwas, was du loswerden zu dem Teil? Hoffnungen für den nächsten Teil? Ja, ich hoffe, es geht mindestens so weiter. Ich hoffe, es kommt noch ein bisschen Zugkraft. Ich hoffe, es geht Ja, noch ein voll. bisschen Tempo Genau. soll noch reinkommen. Ich meine, jetzt ist zuerst mal das Kennenlernen gewesen. Das ist voll okay. Ich hoffe aber stark, dass da schon ein bisschen Antrieb reinkommt. Und dass sich vielleicht das Okay, Sprechen noch ein ja. bisschen anstrampeln. Ich habe schon das Gefühl, dass da noch ein bisschen Tempo reinkommt. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Dominoeffekt oder verschiedene Sachen, die jetzt da ausgelöst worden sind in der ersten Episode, die dann eben Auswirkungen haben auf die nächsten zwei. Unter anderem, Ja, es müssen. Weil durch das der Effekt fehlt, von dem können in der Zeit reisen oder Zeit zurückdrehen, es ist eine normale Coming-of-Age-Story bis jetzt. Ohne irgendwelche übernatürlichen Elemente. Das Einzige, was du hast, ist da das Genau. Backtalking. Und sie müssen von irgendwo noch ein bisschen, wie soll ich sagen, so eine Zugkraft Ja. hernehmen. ich habe, ja,
Aber ich habe das Gefühl, es könnte funktionieren. Es könnte ein Ding sein, das geht. Ich denke, wir wissen in der nächsten Episode mehr. Ja, ich denke, da hast du recht. Gut, ja, also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, spielt das Game, falls ihr es noch nicht gespielt habt, weil es ist cool. Und sonst natürlich, eben, liket uns auf Facebook, abonniert uns auf YouTube, followt uns auf Twitter, Instagram und so weiter. Wir sind der Andi und der Chris von den Nerdybirds im Geekstübli und wir hören uns das nächste Mal. Und tschüss zusammen. Ade.